Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Statement-Sieg 2:0 bei Bayern 04 Leverkusen im Champions League Achtelfinale-Rückspiel. Und bevor wir uns da ein bisschen genauer mit auseinandersetzen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Joa. Zum Spiel, boah. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Lobeshymnen verfalle, aber das war wie das Hinspiel ja ein Statement. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir hatten das Thema ja auch im Stream am Montag. Wenn die Schlüsselspieler fit bleiben, diese Form haben, wir diese Mannschaftsleistung zeigen, wie wir sie heute gezeigt haben, ist alles möglich. Ja. Kurzer Ausblick, wir spielen jetzt gegen Inter Mailand. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine machbare Nummer. Da bin ich relativ zuversichtlich und ja, dann ist Halbfinale und dann ist alles möglich. Ja. Aber natürlich muss das Viertelfinale erstmal gespielt werden. Alles gut, Leute, nicht falsch verstehen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja. So. Zum Spiel selber, keine Ahnung. Also wir haben das Spiel, ja, vielleicht die erste Viertelstunde, wo Leverkusen halt ein bisschen was versucht hat, ein bisschen versucht hat, Unruhe reinzubringen, das Stadion mitzunehmen, sonst was, aber wirklich Chancen. Also der erste Schuss aufs Tor von Leverkusen war in der 65. Minute. Das sagt eigentlich alles für eine Mannschaft, die unbedingt Tore braucht. Ja. Und es ist nicht so, dass wir hinten drin standen, sondern wir haben unser Spiel gemacht. Ja. Und das war deswegen auch Statement-Sieg. Und Leverkusen ist am Ende des Tages mit den 2:0 gut bedient, ja, wenn wir ehrlich sind. Also allein beide Musiala-Dinger, Harry Kane, der das eine oder andere Mal sich falsch entschieden hat. Alles gut, ja. Aber unabhängig vom Ergebnis, ja, einfach ein Statement, ja, aus meiner Sicht. Weil wir haben das Spiel von der, ja, wie gesagt, gönnen wir den Leverkusen die erste Viertelstunde, obwohl selbst wir da die bessere Mannschaft waren. Aber ab spätestens dann nichts von Leverkusen. Ja, mal ein paar Eckbälle, da gab es noch mal einen Kopfball von Schick, der einen Meter daneben ging, ja. Und das war's. Ja, das war alles, was Leverkusen zustande bekommen hat. Wir hatten auch in der Anfangsphase, auch in der ersten Halbzeit, die viel, viel klareren Chancen. Ja, und ich allein an die Aktion mit Ulisse und Musiala denke, die Kimmich eingeleitet hat, wo Harry Kane dann da nicht richtig an den Ball kam. Da hat es ja schon angefangen. Ja, also es war eine hochkonzentrierte, starke Mannschaftsleistung. Das war heute wieder eine Mannschaft. Ja. So wie wir es schon so oft diese Saison hatten, aber heute war es wieder so wie im Hinspiel auch eine herausragende Mannschaftsleistung. Ja, wir werden gleich den einen oder anderen noch ein bisschen herausstreichen, bei der Benotung vielleicht. Aber eigentlich heute der Star auf dem Feld war die Mannschaft. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und das haben wir schon lange nicht mehr bei uns gesehen. Ja. Und wenn man dann mal gesehen hat, wie unser Nichtskönner-Stürmer Harry Kane, der ja in Topspielen immer abtaucht und nichts trifft, gejubelt hat, denke ich, sieht man, dass die Mannschaft glaubt und dass die Mannschaft will in der Champions League. Ja. Ich denke, das hat man auch dann beim zweiten gesehen, aber auch danach. Wir haben ja auch danach nicht auf. Wir hätten ja auch danach sagen können, alles klar, komm, gönnen den Leverkusener den Ehrentreffer. Nee, nichts, ja. Aber auch Chapeau an Leverkusen, auch die haben bis zur letzten Minute gefeitet und sich reingehauen, auch die haben sich nicht aufgegeben, ja, zumindest Teile der Leverkusener. Aber unsere Mannschaft hat weitergemacht, weiter, bis der Schlusspfiff da war, ja. Und das ist die richtige Einstellung, die du brauchst in der Champions League. Natürlich im Idealfall in jedem Spiel, aber heute waren halt auch alle unsere Schlüsselspieler am Peak, ja. Können wir schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ob es ein Musiala war, der vielleicht noch 10% gefehlt haben zum absoluten Peak, aber ein Harry Kane, ein Michael Olise, ein Kimmich und so weiter. Das war schon alles nah an Topform. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Auch unsere Innenverteidiger bärenstark heute. Aber da kommen wir gleich in der Benotung zu. Ich würde sagen, ja, ganz klares Statement-Sieg. Nicht nur an Leverkusen, sondern auch an die Konkurrenten in der Champions League, denke ich. Ne?
Ähm, was ich ein bisschen albern fand, aber gut, das ist halt einfach Leverkusen. Wenn man aus der Champions League ausscheidet und dann sich daran hochzieht, dass man deutscher Meister ohne Niederlage geworden ist. Hut ab. Ja, grandios. Alles gut, ich verstehe das ja, dass man darauf stolz ist und kann man auch sein, das möchte ich ja gar nicht schlecht reden oder sowas. Aber das dann in der Champions League zum Guten zu geben, wenn man sang- und klanglos, wenn wir mal ehrlich sind, in beiden Spielen ausscheidet, ist schon eine wilde Nummer. Aber ich bin ja zum Glück kein Leverkusen-Fan. Wa? Gut, das mal dazu. Bevor wir reingehen, bevor wir einen Blick in die Statistiken werfen, Schiedsrichter, boah, Schiedsrichter hat ganz wild angefangen mit 2 frühen gelben Karten für uns. Ansonsten hat der Schiedsrichter mehr Hektik reingebracht wie alles andere. Der war super kleinlich, super pingelig, ja, egal ob es ein Einwurf war, ein Freistoß, musste immer auf dem Punkt sein, der Ball. Jedes kleine Rempler, jedes kleine Foul abgepfiffen wie in der, weiß ich nicht. Also, das war ja schlechter, wie es in der Bundesliga ist. Der Spielfluss konnte teilweise, ich meine, für uns war es gut, ja. Dadurch kam Leverkusen noch schlechter ins Spiel. Aber Katastrophe. Ja, nichts, was ich in der Champions League brauche, sage ich euch, wie es ist. Also, so ein kleinlicher Schiedsrichter, Katastrophe. Aber gut, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Ja, die sollten ja relativ eindeutig sein. Ja, gut, jetzt die letzte Viertelstunde Leverkusen dann ein bisschen Harakiri versucht. Da haben sie ein bisschen den Ball mehr gehabt. Schauen wir mal rein. Also, Ballbesitz 43, 47, 53, 47 natürlich. Fouls 24, 13. Alter. Aber was da alles als vorgewertet wurde, war auch schon wild teilweise, muss man sagen. Ja. Zweikampfquote 47, 53, Schüsse aufs Tor 3,5. Ja, und die 3 Schüsse aufs Tor war erst ab der 65., 68. oder was, wo Leverkusen den ersten Ball mal aufs Tor gekriegt hat. Also das sagt schon viel aus, ja. Schüsse insgesamt 17, 12, Ecken 14, 6. Ja, da war nicht eine Ecke gut von. Doch, war das die Ecke, der Schickkopfball? Ich glaube ja, ne? Ja, da war eine war gut, stimmt. Das war die beste Chance sogar von Leverkusen. Bis dahin ging auch nicht aufs Tor, aber knapp daneben. Aber das war's. Ja, sonst hast du von Leverkusen offensiv nichts gesehen. Angekommene Pässe 275 zu 259, Flanken 26, 6. Schüsse insgesamt Kane 4, Musiala 3, Ulisse 2, Torschussvorlagen, Kane 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 14, ja, was hier als Zweikampf gewertet wird, also jedes Dribbling wahrscheinlich. Upamecano 8, Davis 7, Ballkontakte 72, Kimmich 60, Davis 57, Kim. Die Statistiken, weiß ich nicht, die sind ein bisschen wild, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir nehmen immer die von der Bayern-Seite, von daher alles gut. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Vini. Ja, ich gehe wieder auf die 1,5. Ja, ich meine, dass er Leimer dann ausgewechselt hat zur Halbzeit, war die richtige Entscheidung, definitiv. Ich hätte auch den Außenverteidiger da nicht mit Gelb weiter laufen lassen. Erst recht nicht Conny Leimer, der sich manchmal da nicht wirklich zügeln kann. Ansonsten, dass ein Conny Leimer überhaupt auf dem Feld stand, kann man halt immer ein bisschen drüber diskutieren, finde ich, auf der Position. Von daher die 1,5 und keine glatte 1. Gut, damit kommen wir zur Abwehr. Erstmal kommen wir zu Urbich. Urbich hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht in meinen Augen. Ja, da habe ich gar nichts dran zu mäkeln. Von meiner Seite eine glatte 2. Ja, wir haben mal wieder Bälle gehalten, die aufs Tor kamen. Ja. Die 3 Torschüsse, die kamen, der letzte war natürlich nochmal schön zum Fliegen, schön um was zu zeigen. Aber du musst halt da sein beim FC Bayern und das ist das halt, ja. Er hat 65 Minuten kein Ball aufs Tor gekriegt und dann hat er die 2 Stück schnell hintereinander gehabt, war 65, 68. glaube ich. Ja, und er war da, ja, und hat die souverän gehalten, auch wenn der eine vielleicht ein klein bisschen glücklich war oder er das Quäntchen Glück hatte, dass er nicht unten durchgerutscht ist.
Ansonsten super abgeklärt, super ruhig beim Spielaufbau, auch die Bälle, die er gespielt hat. Ja, erste Halbzeit 1, 2 Tacken zu lang, versucht hat, da Harry Kane einzusetzen. Zweite Halbzeit super Bälle teilweise gespielt, ja. Offene Bälle, aber auch im Spielaufbau immer anspielbar. Was mir auch gut gefallen hat, direkt, musst du aber auch machen als Torwart, ja, beim Freistoß da direkt die Leute zusammengepfiffen, dass sie sich nicht bewegt haben. Immer wieder das Klatschen, das Aufmuntern, auch in seinen jungen Jahren und auch das Abklatschen mit Opa, mit Minjay und so. Ähm, ja, gibt's gar nichts dran zu mäkeln. Ja, konnte sich heute nicht so oft auszeichnen, wie gesagt, 3 Torschüsse. Ja, der erste war schon wild. Ja, den hat er spät gesehen, kurze Ecke, war er da. Wie gesagt, der zweite, ja, den muss er aus der Distanz dann auch erstmal so haben. Hat er dann ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht unten durch ist. Und der dritte war dann nochmal schön zum Fliegen. Ja. Aber auch sonst bei den Schüssen, die daneben gingen, wäre er da gewesen zur Stelle. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Gut, damit gehen wir rein. Conny Leimer. Da muss ich ja wieder ich muss den unbedingt mal umwechseln hier in meiner Übersicht. Ist bei mir immer noch im Mittelfeld, aber das ist er ja bei uns nicht mehr. Conny hat es im Großen und Ganzen ordentlich gemacht. Ja, nach vorne ist Conny immer gut, Leute. Ja, da brauchen wir nicht über den Conny Leimer diskutieren, denke ich. Nach vorne ist das immer fein, was er macht. Hatte 1, 2 kleine Problemchen in der Defensive, vor allen Dingen gerade wenn Michael nicht da war oder sowas. Da tut er sich schwer, es war verbessert, ja, im Gegensatz noch vor 2, 3 Wochen. Hat heute sogar mal eine Flanke verhindert. Ja, das habe ich ewig nicht gesehen von Conny Leimer. Von daher, ja, ich sehe ihn bei einer 2,5. Das war schon ordentlich. Die gelbe Karte, ja, I don't know, ob man da direkt die gelbe Karte ziehen muss. Also vom Schiedsrichterseite aus, ja. Conny hat es dann mit der gelben gut gemacht. Und dass man ihn dann zur Halbzeit rausnimmt, wenn man davon ausgeht, dass Leverkusen nochmal volle Attacke macht. Fand ich völlig legitim und völlig richtig von Vinny. Ja, und das hat nichts mit seiner Leistung zu tun gehabt. Einfach nur mit seiner gelben Karte. Gut, damit kommen wir jetzt endgültig in die Abwehr. Und da sind wir bei Upa. Upa sehe ich heute bei einer 2. Ja, hatte in der Anfangsphase, habe ich gesagt, die erste Viertelstunde, wo Leverkusen ein bisschen da war, hatte 1, 2 Kleinigkeiten drin gehabt, keine krassen Fehler meiner Meinung nach, aber hat 1, 2 Problemchen gehabt. Danach super stark. Ja. Luftkämpfe alle gewonnen. Ja, Schick war mal da nach einer Ecke und einmal nach einer Flanke, das war's. Ja, sonst hast du von dem auch nichts gesehen, war super abgemeldet. Upa hat sich, wenn Leverkusen gepresst hat und zugestellt war, dann hat er sich auch das Zutrauen gehabt, mal den Ball ein paar Meter nach vorne zu tragen. Ja, alles gut, gutes Spiel von Upa. Warum eine 2 nur? Weil Minjay für mich heute die 1 kriegt und Minjay nochmal einen Tacken rausgestochen ist heute. Minjay hat sich nicht einen Fehler geleistet. Also ich habe keinen gesehen. Ja. Ich meine, jeden Luftzweikampf gewinnt er hat er auch heute gewonnen, aber auch sonstige Zweikämpfe musste 1, 2 Mal an der Außenseite mithelfen. Grandios. Super sicheres Spiel, ganz abgeklärt, nicht hektisch, gar nichts, ja. Brutal starkes Spiel von Minjay heute, meiner Meinung nach. Und von daher, aus meiner Sicht, ganz klar die Note 1 verdient heute. Gut, da kommen wir zu meiner persönlichen Überraschung des Abends. Ist Alphonso Davies. Ja, das war das beste Spiel, was ich von Fonzie Davies. Ich weiß nicht, wie lange. Also mir fällt kein Datum ein, wo ich sage, da war Fonzie Davies mal stärker. Das war heute wirklich ein grandioses, gutes Spiel von Fonzie. Ja. Kriegt von mir daher die 1,5. Ja, hat er wie immer, ja, 1, 2 Mal. Aber es war nicht so häufig. Und auch er hat heute Flanken verhindert. 2 Mal oder 3 Mal. Ja, einer ging noch zur Ecke, alles gut. Ja, aber dann auch gerade, wo wir dann auf Fünferkette gestellt haben, wo Ito reinkam, war es ja Dreier- bzw. Fünferkette. Auch die Position weiter vorne. Und dann hat er natürlich noch zur Krönung sein Tor gemacht. Also
wie gesagt, hatte ein, zwei kleine Wackler hinten drinne. Deswegen die 1,5 und nicht die glatte 1. Aber ansonsten halt ein bärenstarkes Spiel von Fonsi. Und wenn er jedes Spiel so spielt jetzt in Zukunft, dann gehe ich auch d'accord damit, dass er das Geld verdient, was er gerade bekommt. Ja, das muss man fairerweise auch mal sagen. Aber wir werden es mal sehen. Auf jeden Fall heute ein bärenstarkes Spiel von Davis. Gut, damit geht es ins Mittelfeld. Da fangen wir mal an mit dem König. Der König für mich heute glatte 2. Ja, war ein gutes Spiel von Josh. Nicht ganz so auffällig vielleicht, aber er war heute der Organisator. Ja, und das war gut. Ich erinnere mich an ein, zwei defensive Aktionen, wo er auch stark da war. Er war heute der Anführer. Komm, ich gehe auf eine 1,5. Ich habe gerade überlegt, habe ich eine schwache Szene gesehen von Josh? Ja, vielleicht eine. Aber ansonsten, ja, er war jetzt heute nicht der herausstechende, was weiß ich. Aber nehmt nur die Chance, die erste mit Harry Kane, das hat er auch chemisch eingeleitet. Ja, der hat heute viel, er war ein bisschen defensiver gestaffelt heute, ja, nicht so ganz so wild nach vorne offensiv. Hat mich so ein bisschen an sein Gegenüber als Trainer erinnert. Ja, so ein Alonso war heute ein bisschen der tiefere Aufbau und das war wirklich gut, muss man sagen. Ja, das hat mir gut gefallen. Und vor allen Dingen war er auch in den defensiven Räumen da, wenn es nötig war. Es war jetzt nicht immer so oft nötig, aber wenn es nötig war, war er da. Und er war heute auch mal wieder dieser Anführer. Das muss man mal ganz klar heute rausstreichen. Ja, das hat er heute ausgefüllt. Er hat die Leute angefeuert, hat die Leute unterstützt, hat die Leute aber auch angewiesen. Ja, von daher auch eher die 1,5. Gut, damit kommen wir zu Leon. Leon heute eher unauffällig, viel gearbeitet, mit für Josh, aber auch gerade für die Mannschaft. Von mir eine glatte 2. Wie gesagt, jetzt nicht so auffällig. Ich erinnere mich aber auch an ein, zwei gute Defensivaktionen. Und ja, manchmal ist es auch gut, wenn man in den wichtigen Szenen da ist und sonst ein bisschen unauffälliger ist, wenn man für die Mannschaft halt arbeitet. Ja? Und das hat er heute getan. Und von daher von meiner Seite eine glatte 2. Ja, da seht ihr schon, die Benotung ist heute natürlich dementsprechend gut. Ja? Und das auch völlig zu Recht in meiner Meinung nach. Gut, weiter geht's mit Ulisse. Ulisse für mich heute glatte 2. Um was Besseres zu sein, hat ihnen so der letzte Touch gefehlt. So, ja, der letzte Kicker, dass der Ball noch reinrutscht oder hatte ein, zwei gute Schusschancen, ja, die waren da ein bisschen neben das Tor. Ansonsten natürlich wieder viele Szenen eingeleitet. Ja, das ist bei ihm immer auch Kritik auf sehr hohem Level, genauso wie bei so einem Josh, ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Super Aktivposten heute wieder, ja. Die Krönung hat gefehlt, das Tor, ja, das kann man so sagen. Oder diese super starke Vorbereitung vielleicht zum Tor. Und von daher in Anführungsstrichen nur eine Note 2. Gut, damit kommen wir zum nächsten, der sich heute auch nicht gekrönt hat. Und das ist Jamal Musiala. Wurde immer stärker, weil dann immer mehr Raum da war und immer mehr 1 gegen 1 oder 1 gegen 2. Und ja, das kann dann natürlich Musiala ausspielen und das hat er getan. Ja, hat dann leider nur den Pfosten, einmal die Latte. Einmal hat ihn Harry Kane einfach übersehen, nenne ich es mal. Harry Kane untypisch. Ja, hätte Harry Kane quergelegt, Musiala war blank, hätte dann reingeschoben. Genauso war es dann aber auch in einer Szene andersrum. War auch davor. Musiala hat geackert, gerackert. Was mir wieder nicht gut gefallen hat, ja, er musste 2, 3 Mal zurückgehalten werden, dass er nicht zum Schiri rennt und sich beschwert. Er hat sich sonst auch schon immer beschwert, aber ich erinnere mich noch an, weiß ich nicht, 80. rum, wo Harry Kane ihn dann noch wegschickt, ja. Das muss er wieder abstellen, ja. Ich verstehe das bei dem Schiri, der war super kleinlich, der war super nervig. Ich verstehe schon, dass das nervt, aber da muss er weggehen, ja. Aber wenn wir dann die Bewegung sehen, aber auch wie Michael das eingeleitet hatte in der ersten Halbzeit, ja. Von mir eine 1,5 für Jamal.
Auch da der kleine Makel, dass er das Tor nicht gemacht hat. Ja. Ansonsten wäre es auch eine glatte 1 gewesen. Auch er hat sich reingehauen, aber das haben alle. Ja. Das brauchen wir gar nicht rausstreichen. Das hat jeder in dieser Mannschaft heute. Das hat selbst ein King, der dann ein bisschen, ja, vielleicht einen Tacken abgefallen ist im Gegensatz zu den anderen, die da vorne rumgetigert sind. Von daher sehe ich ihn bei einer 2,5. Ja, ihm haben so die richtig guten Aktionen so ein bisschen gefehlt. Aber auch er war heiß, hat sich reingehauen. Aber vielleicht nicht ganz so auffällig, wie so ein Michael war oder natürlich ein Musiala, der nochmal viel, viel auffälliger war. Aber auch eine gute Vorstellung. Aber da ist noch Leistungssteigerungspotenzial da beim King, denke ich. Gut, und damit kommen wir natürlich zu Heavy. Ja, Heavy ist für mich heute. Sind wir kritisch? Sind wir nicht kritisch? Wir geben ihm die 1. Wir verzeihen ihm den Fehler, den er gemacht hat und nicht abgelegt hat. Er ist halt einfach auch manchmal ein Stürmer. Ja. Und man hat gesehen, er wollte unbedingt nur einen machen. Er wird einen Musiala gesehen haben, er hätte ihn querlegen müssen eigentlich. Aber alles gut, da stand es, glaube ich, auch schon 2-0, oder? Ich meine, ja, von daher kann man das verzeihen. Ansonsten ein super wichtiges Tor. Ja, gut, dass er da war. Auch danach auffällig, aber auch wie er wieder geackert hat, gerackert hat für die Mannschaft. Ja, gerade dann auch wieder nach der Führung. Das ist immer so bei Harry Kane, dass er sich dann erstmal ein bisschen fallen lässt, weil oft ist es so, dass gerade in dieser Phase, in den ersten Minuten nach dem Tor, man relativ anfällig ist und schnell ein Gegentor kriegt. Und da siehst du immer, dass Harry Kane da sich ins defensive Mittelfeld fallen lässt und da mitackert. Ja. Und danach, wo wir dann ein bisschen mehr Raum hatten, wie viele gute Offensivaktionen Harry Kane eingeleitet hat. Ja, grandios. Grandios. Also von daher denke ich, ist die Note 1 auf jeden Fall verdient. Gut. Dann kommen wir noch zu den Auswechselspielern. Angefangen mit dem Stunny. Auch Stunny heute fehlerfrei in meinen Augen. Ja, ich habe jetzt nichts auf dem Schirm, wo ich sagte, war schlecht. Stunny war da. Nach vorne war er, ist auch mit nach vorne marschiert. Hat dann da aber wenig Glück gehabt, beziehungsweise auch noch nicht so oft den Ball gekriegt. Aber ansonsten war es auch da eine ganz souveräne Leistung als Rechtsverteidiger. War da auch vielleicht nicht mehr dann ganz so gefordert. Aber wenn er gefordert wurde, war er da. Ja, das war gut. Muss aber Conny gegeben. Eine 2 oder eine 2,5. Ich würde ihn auf jeden Fall auf derselben Stufe sehen. Ja, eine 2,5, ja. Dann kriegt Sunny auch eine 2,5. Ich denke, das passt, die Leistung. Die Leistung war gleichwertig. Das war völlig fein für mich. Gut, dann kommen wir zur nächsten Überraschung heute. Serge wurde eingewechselt und nicht Leroy. Ja, Leroy saß 90 Minuten auf der Bank, hat man dann auch gesehen, dass er ein bisschen pissig war. Wahrscheinlich wird es was mit seiner Armaktion mit dem Schiri zu tun haben innerhalb der Mannschaft. Oder beim Trainer zumindest. Und Serge hat mich sehr positiv überrascht, Leute. Vielleicht sollte er immer mit offenen Haaren spielen, weil meistens, wenn er mit offenen Haaren spielt, spielt er stark. Und das hat er heute. Ja. Das war heute. Man hat nicht so das Gefühl gehabt, dass er so behäbig ist, ja, wie er sonst immer so manchmal so ein bisschen lahmarschig rüberkommt. Der war heute da, war wie ein Pfeil, Alter. Ist auch hinterhergegangen beim zweiten Tor, ja, der Ball war eigentlich tot. Und hat den scharf gemacht und daraus diese Szene eingeleitet, ja. Was natürlich da nochmal der Hinweis, Harry Kane, wie er das Ding dann einfach rüberlegt, vorbereitet für Fonsi, ja. Aber all das wäre nicht passiert, wäre ein Serge nicht dahin gegangen, ja. Und der Serge von sonst hätte abgeschenkt, sind wir ehrlich, ja. Aber auch danach, mit nach hinten, auch wenn er da ein, zwei Schwächen hatte, keine Frage. Aber für mich die halbe Stunde, die auf dem Feld war, Note 2. Ja, das war sehr gut. Gut, dann gehen wir wieder in die Abwehr. Ito, 20 Minütchen. Bekommt er natürlich keine Benotung, aber hat es in meinen Augen auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, auch da aus meiner Sicht die richtige Entscheidung von Vinny. Ja.
einfach darauf reagiert, dass Leverkusen mit auf 2 Stürmer umgestellt hat und da nochmal einen zusätzlichen Innenverteidiger. Wir haben dann mit Dreier respektive Fünferkette gespielt, obwohl die Fünferkette relativ selten zu sehen war. Ja, es war dann schon eher eine Dreierkette mit dem Fonsi aufgerückt. Hat mir gut gefallen. Ja. Hat Sicherheit reingebracht, war da, wo er sein musste. Auch da habe ich nichts dran zu mäkeln. Und auch er war sofort da. Ja. Rein und sofort da. Das war wichtig und das war er. Das war gut. Gut, dann haben wir noch einmal die beiden, die sich nicht mehr so gut auszeichnen konnten. Einmal Palinja, der auch wieder ein, zwei wilde Zweikämpfe bzw. Stellungsspiel hatte. Und in dieselbe Tüte kannst du Thomas Müller packen. Das war auch sehr unglücklich, muss man sagen. Fairerweise, ja gut, die waren für 8 Minuten auf dem Feld. Da kannst du dich dann, da wirst du dann halt gemessen an ein, zwei Aktionen, die du hast. Und die waren dann eher schlecht als recht, muss man fairerweise sagen. Aber spielt am Ende des Tages keine Rolle. Ja. Das war eine überragende Mannschaftsleistung, meiner Meinung nach. Und ich gucke mal ganz kurz, aber ich das nur mal ganz grob überschlage. Ich glaube, ich habe noch nie diese Saison die Mannschaft so gut benotet. Ja. Aber aus meiner Sicht, ich bin gespannt auf den einen oder anderen Kommentar eurerseits, aus meiner Sicht völlig zu Recht, diese Benotung. Ja. Das war eine überragende Mannschaftsleistung, aber auch jeder Einzelne, der heute auf dem Feld war, war stark. Ja, die schlechteste Note, die wir vergeben haben, war eine 2,5 und das war schon Meckern auf hohem Niveau. Ja. Auch da hättest du bei den beiden auch auf eine glatte 2 gehen können, dann hättest du aber, ich muss da ein paar Abstufungen haben, ja, sonst hätte ich Einsen mit Sternchen verteilen müssen anstatt 1,5er und ja. Also ich kann mich nur wiederholen oder abschließend nochmal grandiose Leistung unserer Mannschaft. Ja. Und zwar das von Spielbeginn an. So, ich habe nie den Zweifel gehabt, dass das Spiel irgendwie ins Wanken geraten würde. Ja. Hatte ich nicht einmal. Habe ich vor dem Spiel nicht gehabt, habe ich während der ersten Halbzeit nicht gehabt, auch nicht während der ersten Viertelstunde. Man hat gleich gesehen, unsere Mannschaft ist da. Ja, und ich glaube, selbst beim Gegentor hätte ich da jetzt nicht. Ja, dann wäre natürlich das Stadion gekommen, keine Frage, ja. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Mannschaft irgendwie heute aus der Bahn geworfen hätte, ja, wenn ich ehrlich bin. Aber hätte Fahrradkette, am Ende des Tages wurscht, werden wir nicht erfahren. Wir haben das Spiel souverän und völlig verdient 2:0 gewonnen und stehen im Viertelfinale der Champions League und das gegen Inter Mailand, was eine machbare Aufgabe ist, aus meiner Sicht. Ohne jetzt Inter Mailand irgendwie zu unterschätzen oder sonst was. Aber ich denke, das ist machbar. Ja. Und von daher freuen wir uns auf 2 schöne Spiele gegen Inter Mailand. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt und wir haben da mit Sicherheit noch eine Rechnung offen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Spiel wie ich. Ich hoffe, ihr kommt mit der Benotung klar. Ja? Wenn nicht, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich denke, kleiner Wink an Olli. Ich denke, die Rotation oder dass irgendwelche Spieler aus dem Rhythmus gekommen sind, war nicht der Fall, oder? Ich denke, das war heute einfach nur gut von uns. Und in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.